Ein weiterer Forscher wurde in dem besetzten Osttürkestan verhaftet. Letzte Woche wurde Asghar Yunus, Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften und forschender Historiker, von chinesischen Polizisten verhaftet und in ein Straflager gesperrt. Gründe für die Inhaftierung des 49-jährigen Akademikers wurden noch nicht mitgeteilt. Amnesty International proklamierte, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bezüglich der Sammellager in Osttürkestan eine Stellungnahme von China einfordern solle. Amnesty International betonte, dass über 1 Million Menschen festgehalten werden, deshalb solle China sich am 6. November zu den Sammellagern äußern. Nach dem Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums und dessen wirtschaftlichen Krieg mit den USA teilte China mit, eine Besserung der Beziehungen der beiden Länder anzustreben. Der Gehilfe des Wirtschaftsministers Wang Bingnan sprach am Samstag davon, dass China gewillt sei, bei einem gegenseitigen respektvollen Umgang mit den USA wirtschaftliche Themen zu besprechen und zu lösen. Die EU, darunter die Länder England, Deutschland und Frankreich, verkündeten, dass die erneuten Sanktionen der USA gegenüber dem Iran betrüblich seien. Die amtierende Regierung Österreichs stellte klar, dass der Migrationspakt der Vereinten Nationen nicht unterschrieben werde. Dies entzündete eine Debatte zwischen der Regierung und dem Präsidenten Van der Bellen. Van der Bellen meint, dass diese Ablehnung dem Ansehen des Landes schaden würde. Weiterhin wies er auf Österreichs Beherbergung vieler internationaler Einrichtungen wie der Vereinten Nationen hin. Aufgrund dessen könne man das Ansehen des Landes nicht verspielen.